Ja, vielen Dank, vielen Dank. Wer von euch kennt das? Du hast einen Tag vor dir, du nimmst dir Ziele vor und am Ende des Tages denkst du dir, das war ein relativ unproduktiver Tag. Kennt das jemand? Du verzettelst dich in 1000 Details und bist am Ende frustriert und denkst dir, was soll das? Ich bin froh, dass ungefähr ein Viertel der Halle dieses Problem kennt. Der Rest ist ultra diszipliniert. Am Donnerstag vor einer Woche hatte ich wahrscheinlich den unproduktivsten Tag meines Lebens. Also zumindest nicht wahrscheinlich meines Lebens, aber seit ich im ICF arbeite. Es begann alles damit, ich war motiviert, ich war früh dran, ich hatte einen Donnerstag Zeit, um all meine To-Dos abzuarbeiten. Ich habe mir wirklich viel vorgenommen, ich war motiviert, ich war ready, voller Elan und dann saß ich an meinem Pult und dann begann es so, dass Chloe Caruso, unser erster Lehrling im ICF, auf mich zukam und mir eine Frage gestellt hat. Sie hat gesagt, Matthias, in meiner Lehre, ich bin da dran und wir brauchen ChatGPT. Ob es möglich wäre, dass Sie eine ChatGPT-Lizenz, so eine Pro-Lizenz übers ICF finanzieren könnten. Und dann habe ich gesagt, schau, ja, ich muss mir das mal in Ruhe anschauen. Innerlich habe ich gedacht, ich habe eigentlich keine Zeit, ich habe meine Ziele gesetzt. Ich werde mir das in Ruhe anschauen, wahrscheinlich nächste Woche ist das okay. Und sie gesagt, ja. Und dann ging sie weg. In diesem Moment machte ich einen Fehler, der den Rest meines Tages beeinflussen würde. Ich habe gedacht, komm, ich gehe mal schauen, was es für Angebote gibt. Und du musst verstehen, wir als ICF Basel, wir sind bei der Google Workspace, sind wir als Non-Profit registriert, wir zahlen nichts, haben 200 Terabyte Daten, unser E-Mail geht darüber, unsere Cloud, alles, unsere Dokumente, ist alles bei Google, oder? Und ich habe die geniale Idee gehabt, komm, ich schau mal, ob Google Gemini, das AI-Tool von Google, für uns freigeschaltet werden könnte. Dann habe ich gesehen, es gibt gerade eine Aktion. Nur 5 Franken pro Person. Ja, die könnten das mal ausprobieren, habe ich gedacht. 5 Franken investieren, ja, das machen wir mal, habe ich das gelesen und so. Und dann stand da schon, ich musste meine Kreditkartennummer eingeben, also die Kreditkartennummer vom ICF habe ich dann eingegeben, oder? Und die voraussichtliche Rechnung 650 Franken. Ich dachte, wieso 650 Franken? Weil wir 138 Accounts haben. Also viele Volunteers bei uns haben einen Google-Account und so. Und dann habe ich das aber recherchiert. Ich habe gesagt, nee, das ist zu teuer. Ich will nur für 5 Personen. Habe das recherchiert, habe die ganze Google-Dokumentation ins ChatGPT geladen und gefragt, kann ich das nur für 5 Personen aktivieren? Ja, das ist kein Problem. Das kann man aktivieren und im Nachhinein kann man das reduzieren. Habe ich das gedacht, ja gut, mache ich das. Und dann ging es los. Ich habe das aktiviert, 5 Franken pro Person, voraussichtliche Rechnung 680 Franken oder so. Ich so, ja gut, jetzt muss ich das wieder reduzieren. Dann habe ich aber diese Einstellung nicht gefunden. Nirgends im ganzen Google-Universum konnte ich reduzieren. Ich konnte es nicht reduzieren und dann habe ich eine Stunde gebracht mit Recherche und ich war schon so frustriert, weil ich wollte arbeiten. Ich hatte meine Ziele für den Tag gesetzt. Eine Stunde war ich schon dran und das ist nicht ein Problem, das kannst du auf nächste Woche verschieben, verstehst du? Du kannst nicht sagen, ja komm, ich schaue das nächste Woche an oder übernächste Woche. Nein, du willst keine Rechnung von 680 Franken bezahlen, oder? Und dann habe ich dem Google Support geschrieben. Dann kam ich da in die Warteschlaufe, dann bin ich mit einem gewissen Alexander aus Griechenland wahrscheinlich in einen Chat gelandet, habe ihm mein Problem erklärt und gesagt, ich möchte das reduzieren und er hat gesagt, ja, das ist nicht möglich. Wie, das ist nicht möglich? Ja, das geht nur für alle. Und ich so, ja, aber Sie, ja, und so weiter. Bitte zurückmachen, es war ein Fehler, es tut mir leid, können Sie das zurückmachen? Dann hat er gesagt, nein, das geht leider nicht. Sie müssen zuerst ein Business Basic Produkt auswählen, das abonnieren und wenn Sie das dann gemacht haben, kann ich den Antrag stellen, dass Sie wieder für eine Non-Profit-Organisation zugelassen werden. Das ist aber nicht seine Abteilung. Okay, machen wir das Upgrade. Okay, mache ich das Upgrade. Was geschieht? Ich mache das Upgrade.
Kostet jetzt 12 Franken pro Monat. Ungefähre Rechnung 1750 Franken pro Monat. Aber der Mann hat gesagt, das geht. Ich mache ein Upgrade und dann kann er wieder ein Downgrade machen. Mache ich das Upgrade. Drück OK. Ich habe mich schon so genervt, weil ich war ungefähr 2 Stunden dran und habe nichts erledigt. Nichts Produktives geleistet. Nichts erreicht. Nur Support-Zeugs und 2 Stunden waren vorbei. Ich drücke Upgrade OK. Wirklich, 10 Sekunden später sagt Maria von gegenüber, also in unserem Büro, du Matthias, mein Google geht nicht mehr. Ich kann meine Dokumente nicht mehr bearbeiten. Es heißt, zu wenig Speicherplatz. Und ich so, wie geht nicht mehr, wie geht nicht mehr? 5 Sekunden später sagt Jannik am anderen Pult, ja, bei mir geht auch nichts mehr. Ich kann nichts mehr bearbeiten. Und ich so, oh my goodness. In diesem Moment kommt Dani aus dem anderen Büro raus und sagt, hey, ist bei euch bei Google auch alles gut? Mich hat es aus dem Meeting geworfen, ich kann meine Termine, ich konnte meine Notizen nicht mehr öffnen. Und in dem Moment merke ich, dass bei uns nichts mehr funktioniert. Nichts mehr. Die ganze Google-Ding ging, ich habe dann gemerkt, wir sind von 200 Terabyte auf 2 Terabyte reduziert worden, zahlen anstatt 0 Franken pro Monat 1800 Franken und niemand kann mehr arbeiten, oder? Und ich habe mich so genervt, ich war so wütend, ich dachte, was machen? Da habe ich mich wieder versucht, mit dem Typen zu verbinden, dem Alex aus Griechenland und wieder den Chat versucht zu öffnen. Ich sage, ey, du musst uns helfen, es geht hier nichts mehr, mach was. Und er kann nichts machen, das geht bis zu 24 Stunden, bis das bei der anderen. Und ich so, my goodness, oder? Und ich war wirklich, ich bin dann wirklich, ich kann mich dann nerven, oder? Und ich bin froh, ist mir der Fehler geschehen und nicht jemandem anderem aus dem Team, oder? Und dann nerv ich mich so, erzähl, was geschehen. Dann kommt Anna Barth und sagt, du Matthias, hast du schon gebetet? Und ich denke so, ja, ich weiß nicht, egal. Und ich war so frustriert, niemand konnte mehr arbeiten. Es war 12 Uhr mittags, ich habe noch nichts gemacht. Zum Glück hatte ich zu Hause Nudeln mitgebracht, Spaghetti Bolognese, habe die genommen, so ich esse jetzt Mittag, mache Pause, leg das in die Mikrowelle rein, dann kommt Maria und sagt, du Matthias, musst eine Abdeckung drauf machen, sonst spritzt alles voll. Okay, mache ich die Abdeckung drauf. So nach 2 Minuten beginnt es zu stinken aus der Mikrowelle. Ich so, Maria, ist diese Abdeckung mikrowellenfest? Ja, mache ich das auf. Und dann war die Grillfunktion der Mikrowelle an und das Plastik schmolz runter auf meine Nudeln rein. Und ich habe, was ist das für ein Tag? Was ist das für ein Tag? Ich konnte es nicht fassen. Kennt jemand solche Tage? Wo einfach, das funktioniert nichts, oder? Und alles nur wegen Chloe Caruso, oder? Nein. Das war mein Fehler, ich gebe es zu. Aber der Tag war gelaufen, ich sag's dir, der Tag war gelaufen. Katastrophe. Warum erzähle ich diese Geschichte? Fehlender Fokus kann teuer werden. Fehlender Fokus kann teuer werden. Geistlich gesehen sind wir angehalten zu fokussieren. Wir sind in dieser Predigtreihe Refocus, in der wir durchs Neue Testament gehen und verschiedene Bibelstellen anschauen, die verwendet werden, um die Nachfolge von Jesus zu erklären. Und es werden Sportmetaphern verwendet im Neuen Testament. Von Wettkämpfen wird gesprochen, von Boxkämpfen, von Wettläufen und so weiter. Und die neutestamentlichen Autoren nutzen diese Bilder, um dir und mir als Nachfolger von Jesus Mut zuzusprechen, Ausdauer, Disziplin in unserer Nachfolge zuzusprechen und vor allem Fokus. Ich möchte es mit euch nochmal lesen, Hebräer 12, 1-3. Darum wollen denn auch wir, die wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt und uns auf den fokussieren, der unserem Glauben vorangeht und ihn vollendet, auf Jesus, der im Blick auf
die vor ihm liegende Freude, das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt doch an den, der von Seiten der Sünder solchen Widerspruch erduldet hat, damit ihr nicht müde und mutlos werdet. Der Schreiber des Hebräerbriefs hält dich und mich dazu an, unseren Fokus auf Jesus zu richten. Wir sollen nicht zurückschauen, wir sollen nicht nach links oder nach rechts schauen, wir sollen auf Jesus schauen. Und wenn wir ihn betrachten und sehen, welchen Widerstand er durchlitten hat, wenn wir sein Leiden betrachten, setzt das unsere Situation in ein neues Licht. Und er sagt uns in diesem Brief, dass wir, indem wir Jesus anschauen, Mut bekommen und Durchhaltevermögen in unserem Lauf. Gerade vielleicht, wenn unsere Nachfolge nicht einfach ist. Und was mich immer fasziniert, ist bei Profisportlern, kurz bevor sie jetzt zum Beispiel mit ihren Ski dort den Hang darunter fahren oder keine Ahnung, irgendeine Sportart, wie sich Profisportler mental auf diesen Wettkampf oder diesen Wettlauf vorbereiten. Vielleicht ist dir das mal aufgefallen, Profisportler, die haben ihre Rituale, die schließen ihre Augen, die meditieren, die gehen diese ganze Abfahrt in ihrem Kopf durch. Die fokussieren, die vergessen alles, was links und rechts oder gestern war. Sie stellen sich mental auf diese Abfahrt oder diesen Wettkampf oder was auch immer ein, weil sie wissen, der mentale Zustand ist entscheidend, wie sie performen werden in diesem Wettkampf. Und schau, wir leben in einer Zeit, in der fokussiertes Leben schwieriger geworden ist, denke ich, als früher. Es gibt so viele Anforderungen an uns, so viele Dinge, die etwas von uns wollen, mein Handy, mein Job, mein Beruf, meine Familie. Und wir sind ständig Reizen ausgesetzt und wir sind nur am Reagieren, anstatt unseren Fokus auf das zu richten, was wirklich wichtig ist und Dinge vielleicht, die unwichtig sind, auszublenden. Kennst du das? Du bist nur am Reagieren. Ein Tag hast du nur reagiert. Du hast nur Dinge erledigt, die unmittelbar an dich herangetragen worden sind, aber wir haben den Fokus verloren. Und schau, geistlich gesehen geht das, glaube ich, auch. Wir können unfokussiert geistlich unterwegs sein. Wir können zwar gläubig sein, aber auf alles andere schauen als auf Jesus. Das ist möglich. Wir können uns Nachfolger von Jesus nennen, aber wir sind wie ein Fähnchen im Wind. Umstände von außen, Winde, Stürme, die kommen, oder? Aber wenn wir unseren Fokus nicht verankert haben, wenn wir nicht klar auf Jesus schauen, sind wir ein Fähnchen im Wind und werden hin und her getrieben von den Umständen. Und ich denke, dass dieser Text uns herausfordert und uns fragt, worauf liegt dein Fokus? Stell dir diese Frage mal. Dein Leben, worauf ist es ausgerichtet? Ich rede nicht von einem einzigen Tag oder von einem Ereignis, wo du irgendwie abgelenkt worden bist. Ich rede von einer grundsätzlichen Ausrichtung. Wie ist dein Leben ausgerichtet? Worauf schaust du? Worauf zielst du? Bist du fokussiert auf den Willen Gottes, auf das, was er will, auf das, was er für dich will, auf seine Berufung für dein Leben? Bist du fokussiert auf den Willen von ihm oder geht es dir hauptsächlich grundsätzlich um das, was du willst und du machst das und dann machst du das und dann bist du hin und her getrieben wie ein Schiff auf Wellen, sagt die Bibel. Wie fixiert bist du auf dein Ziel? Wie einfach lässt du dich von deiner Nachfolge von Jesus abbringen?
Jesus hat uns nicht versprochen, wenn wir ihm nachfolgen, dass alles einfach wird. Im Gegenteil, wenn wir ihm nachfolgen, kommt Widerstand, kommen Ablenkungen. Die Frage ist, lasse ich mich irritieren davon oder bleibt mein Fokus auf ihn gerichtet? Schau, es gibt 1000 Orte, wo wir sonst hinschauen könnten als auf Jesus. Wir könnten ständig in unsere Vergangenheit schauen. Wir könnten ständig, wie beim Autofahren, in den Rückspiegel schauen. Das geht. Bisschen, aber nicht zu lange. Du darfst nicht zu lange in den Rückspiegel schauen, du musst schauen, wohin geht es, weißt du? Wir können uns jahrelang damit befassen, dass früher alles besser war. Oder? Und in eine Nostalgie hängen bleiben. Oder wir beklagen etwas, was uns widerfahren ist und es mag vielleicht wirklich schlimm sein, was in der Vergangenheit geschehen ist, aber irgendwann muss der Moment kommen, wo du ablegst, was hinter dir ist und du schaust nach vorne. Du schaust nach vorne. Oder wir schauen links und rechts, anstatt auf Jesus. Und wir beginnen uns zu vergleichen mit Menschen. Und wir bewerten unsere Nachfolge im Vergleich von anderen Christen, wie sie Jesus nachfolgen. Und dann geschehen 2 Dinge. Also im besten Fall, geschehen 3 Dinge. Im besten Fall wirst du inspiriert und motiviert, wenn du andere Christen siehst, wie sie nachfolgen. Aber es gibt 2 schlechte Wege, dass du christliche Nachfolger betrachtest von anderen und dann schaust du auf sie herab. Und du denkst dir, ja also, ich mache es ja nicht perfekt, aber so schlecht wie der mache ich es nicht, oder? Und dann gibt uns das Identität und Gewissheit, dass wir eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs sind, weil schau den mal an oder die mal an. Also ich bin eigentlich ein guter Nachfolger, oder? Oder das andere Negative, das geschehen kann, wir schauen auf Leute und wir denken, ja, also diesen Standard kann ich nie erreichen. Das ist nur für die ganz Heiligen, das ist für die speziell Gläubigen und so. Oder? Und dann denken wir, ja, nein, und wir machen uns kleiner, als dass wir sind. Und Jesus sagt uns, wir sollen nicht nach hinten schauen, wir sollen nicht nach links oder nach rechts schauen, wir sollen nur auf ihn schauen. Und wir sollen schauen, wie lief er? Wie lief Jesus den Weg? So sollten wir uns messen. Das soll unsere Ausrichtung sein. Es gibt 1000 Orte, wo wir hinschauen. Wir könnten in die Welt schauen, wie Menschen ihr Leben leben, die nicht mit Gott unterwegs sind. Und dann uns definieren lassen von der Welt, wie meine Nachfolge ausschaut. Ich glaube, das ist falsch. Wir sollten auf Jesus schauen, auf das, was er gelehrt hat, auf das, wie er gelebt hat. Und das soll unsere Referenz sein, keine andere. Wenn wir das Leben von Jesus betrachten, der Hebräerbrief sagt, wir sollen das tun. Vor allem sollten wir seine Leiden anschauen, weil das setzt unsere Situation in eine richtige Perspektive. Wenn wir Jesus betrachten, seinen Widerstand, wird uns das Kraft geben und Mut geben. Und ich habe gedacht, ich möchte den Rest meiner Zeit nutzen, um durch das Leben von Jesus zu gehen und einzelne Momente zeigen, wie er fokussiert geblieben ist. Mich fasziniert das an Jesus. Dieser Jesus, wenn wir lesen von ihm in den Evangelien, der war locked in. Der wusste, warum er hier ist. Der hat eine klare Idee. Am Ende seines Lebens, kurz bevor Jesus hingerichtet wird, wenn wir von Leiden reden und Widerständen, kurz bevor er verurteilt wird, steht er vor Pilatus. Und ich möchte euch den Dialog vorlesen von Jesus vor Pilatus. Johannes 18, Verse 36 bis 37. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Diener dafür kämpfen, dass ich nicht an die Juden ausgeliefert werde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm, du bist also doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren und dazu bin ich in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege.
Diese 2 Sätze von Jesus faszinieren mich. Der wusste, der sagt, dazu bin ich geboren. Dazu bin ich in die Welt gekommen. Ich kenne meine Bestimmung. Ich weiß, warum ich hier bin. In Anbetracht von Widerstand, in Anbetracht von Verleumdung, von Druck, von Leid, weiß Jesus immer noch, warum ist er hier. Ich bin deswegen hier, um den Willen des Vaters zu tun. Ich bin hier für ein Anliegen, das größer ist als mein Leben. Ich bin hier für das Reich Gottes. Deswegen bin ich hier. Deswegen bin ich in die Welt gekommen. Und ich frage mich, könntest du das auch sagen über deinem Leben? Weißt du, kannst du sagen, dazu bin ich gekommen. Deswegen bin ich hier, deswegen bin ich auf die Welt gekommen, deswegen gibt es mich. Und ich glaube, das ist das, was Jesus uns inspiriert zu tun, zu wissen, locked in zu sein, zu wissen, meine Ausrichtung ist auf den Willen Gottes, meine Ausrichtung ist aufs Reich Gottes. Und schau, Jesus war unterwegs und hatte so viele Ansprüche an sich, links und rechts, religiöse Ansprüche, politische Ansprüche. Der war ständig herausgefordert, Jesus. Mich fasziniert, wie er einfach dran geblieben ist. Wir lesen von ihm Markus 1, 35 bis 38. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach, und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Ansprüche, da gab es noch keine Mails, noch keine WhatsApps, noch kein Telegram, noch kein Social Media, aber Ansprüche gab es. Alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Du siehst wieder, Jesus wusste, warum er hier ist. Jesus kannte seinen Auftrag. Jesus wusste, worauf er sich fokussieren soll. Er wusste, seine Aufgabe ist es nicht, allen Ansprüchen gerecht zu werden, sondern einem Anspruch, nämlich dem des Vaters. Den Willen des Vaters zu tun. Das war sein Anspruch. Und wie macht Jesus das? Wir lesen hier, er zog sich immer wieder zurück ins Gebet. Ich habe euch vorhin erzählt, als ich da letzten Donnerstag meinen ultraproduktiven Tag durchgemacht habe, kam Anna Barth und sagt in dem ganzen Cast, Matthias, hast du schon gebetet? Und ich habe gedacht, falsche Frage. Und im Nachhinein denke ich, das ist die richtige Frage. Vielleicht nicht in dieser Google-Moment-Situation. Ich habe dann ein Stoßgebet gesprochen, Jesus, hilf mir. Aber grundsätzlich für unser Leben ist das die richtige Frage. Hast du schon gebetet? Hast du gebetet? Weißt du, wir leben unser Leben, und die Gefahr ist doch einfach, dass wir bestimmt werden durch äußere Umstände und ständig geschieht irgendwas. Die Frage ist, leben wir wie Jesus aus dieser Beziehung zum Vater heraus? Wir brauchen Gebet. Wir brauchen diese Beziehung zum Vater, damit unser Fokus klar bleibt. Weil es gibt nicht zu wenig zu tun, es gibt nicht zu wenige Ansprüche, es gibt so vieles, das wir tun könnten und sollten. Und das Wichtigste, den Willen des Vaters zu tun, wird oft vergessen. Hast du schon gebetet? Ich liebe diese Frage. Hast du schon gebetet? Meine Frage an dich. Lebst du dein Leben aus dieser Beziehung mit Gott heraus? Bist du fokussiert? Was hat er dir gesagt? Was ist deine Aufgabe? Was sollst du tun? Worauf bist du ausgerichtet? Sind es die Wellen links und rechts? Sind es die Stürme von oben und unten? Sind es keine Ahnung was für Sachen? Oder ist es die Stimme Gottes, die sagt, das ist jetzt zu tun. Das ist deine Aufgabe. Auf das fokussierst du dich. Und ich verspreche dir, wenn du das tust, kommt sogar Widerstand. Kennst du die Berufung Gottes? Jesus war so fokussiert, weil er sich seine Richtung vom Vater abgeholt hat. Auch Erfolg kann dir
eine Ablenkung werden, weißt du? Jesus ernährt gerade irgendwie diese 5000 Leute mit Broten und Fischen, dieses Wunder. Sie kommen und wollen ihn zum König machen. Und was macht er? Er zieht sich zurück und betet. Man könnte auch sagen, wow, Jesus, endlich hat dein Ministry ein bisschen Fahrt aufgenommen. Die Leute kommen und sie wollen dich zum König machen. Du bist doch ein König und so weiter. Nein, Jesus merkt, das ist nicht das Reich Gottes. Und er geht zum Vater alleine ins Gebet. Er schaut nicht nach links und nach rechts. Er vergleicht sich nicht. Er vergleicht sich nicht. Er schaut auch nicht zurück. Ich glaube wirklich, manche von uns sind so in der Vergangenheit fixiert. Und das hat damals nicht funktioniert und wir haben das damals gemacht. Und wir haben ein Urteil gefällt darüber, was Gott in der Zukunft machen könnte. Wir lassen die Vergangenheit definieren, wie Gott wirken kann in der Zukunft. Wir schauen nach links und rechts, wir vergleichen uns vielleicht mit anderen Gemeinden und wir sehen, ja, also die haben das schlecht gemacht und die machen das gut und was machen wir denn links, rechts, anstatt dass wir auf Jesus schauen und fragen, okay, was ist unsere Aufgabe? Wir müssen aus dieser Beziehung, aus dieser Verbundenheit zum Vater leben. Dieser Fokus hat Jesus geholfen. Dieser Fokus hat ihn seine Versuchungen überstehen lassen. Jesus wird in die Wüste geführt, wo er versucht wird vom Teufel, 40 Tage. Sein Fokus auf das Reich Gottes, sein Fokus auf den Willen des Vaters haben ihn beschützt. Als Petrus zu ihm kommt und hört, dass Jesus ans Kreuz will und sagt Petrus, nein, auf keinen Fall. Jesus dreht sich zu Petrus um und sagt, geh hinter mich, Satan. Warum macht Jesus das? Weil er wusste, was er zu tun hatte. Er war locked in. Er war locked in. Wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten kamen und ihn beschuldigten und ihn ausbremsen wollte, was tat Jesus? Er ging einfach weiter und machte weiter. Jesus war fokussiert. Meine Frage an dich heute Morgen ist, weißt du, was deine Aufgabe ist? Bist du fokussiert auf das Reich Gottes? Bist du fokussiert auf seinen Willen? Könntest du wie Jesus sagen, dazu bin ich gekommen. Deswegen bin ich hier auf dieser Welt. Jemand hat mal gesagt, die 2 wichtigsten Momente in deinem Leben sind auf der einen Seite der Tag, an dem du geboren worden bist und zum anderen der Tag, an dem du herausgefunden hast, warum. Du bist hier nicht für dich selbst, du bist hier für die Nachfolge von Jesus. Du bist hier für sein Reich, sein Wille, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist deine Bestimmung. Deswegen bist du hier. Wenn du dich als Nachfolger von Jesus bezeichnest, zumindest dann folgst du Jesus nach. Du schaust, wie er das getan hat und läufst in seinen Fußstapfen. Ich möchte gerne jetzt noch beten für dich, für dieses Jahr, das noch vor dir liegt. Ich möchte dich einladen in diese Gebetszeit, weil vielleicht bist du heute hier und du weißt gar nicht, was deine Aufgabe ist. Vielleicht bist du aber auch hier und du hast deine Aufgabe klar empfangen, du weißt eigentlich, was du zu tun hättest. Dann laden wir den Heiligen Geist jetzt ein, dich daran zu erinnern und dir die nötigen Schritte aufzuzeigen, dir Mut zu geben. Und ich möchte wie dem Geist Gottes jetzt Raum geben, indem er zu dir ganz persönlich sprechen darf. Musst du aufhören mit Vergleichen, musst du aufhören mit Zurückschauen. Wie musst du beten, wie musst du nach vorne gehen? Es gäbe viele Dinge, die wir jetzt noch sagen könnten. Ich möchte aber jetzt bewusst dem Heiligen Geist ein paar Minuten geben, in denen er zu dir ganz persönlich sprechen darf. Ist das gut? Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Moment. Wir danken dir für deine Ermutigung und Ermahnung, dass wir fokussiert auf dich bleiben sollen, Jesus. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, zu uns zu sprechen.
Füll du unsere Gedanken. Ein Gebet, das mir immer hilft, wenn ich merke, meine Gedanken sind unruhig. Meine Gedanken sind überall anders als auf Jesus und der Berufung, die er für mich hat. Dann bete ich oft dieses Gebet: Vater, lass meine Gedanken sich sammeln bei dir. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unsere Gedanken jetzt sammelst. Auf das, was wirklich zählt, auf das, was wirklich wichtig ist, auf unseren nächsten Schritt. Und Vater, du siehst die Stürme, du siehst die Winde, du siehst das, was uns bedrängt, was uns ablenkt. Ich bitte dich, Vater, dass du uns einen Fokus schenkst, der unabhängig existiert, unsere Umstände. Dass unsere Augen fixiert sind auf dich, Jesus. Ich bitte dich, Vater, für unsere Kirche, dass wir eine Kirche sein dürfen, die weiß, warum sie existiert, die weiß, warum sie hier ist, die sich nicht definiert über Vergangenes oder andere, sondern definiert über das, was du von uns willst. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns vor Augen malst, was Jesus für uns getan hat. Dass wir sein Leben betrachten. Dass wir sehen, wie er unterwegs war. Wie er auch bereit war zu leiden. Für uns. Jesus war fokussiert und kam auf diese Welt, nahm all das auf uns, wegen dir und mir, damit wir ebenfalls in die Nachfolge gerufen werden, als geliebte Kinder Gottes. Vielleicht bist du heute hier und dir fällt es schwer, dich nicht zu vergleichen mit anderen. Es gibt diese Stelle im Neuen Testament. Jesus beruft Petrus, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, zum Hirten, zum Pastor über seine Gemeinde. Und er kündigt ihm sogar an, wie er sterben wird. Und so geschah es dann ungefähr 40 Jahre später auch. Petrus wurde ebenfalls gekreuzigt in Rom, der Überlieferung gemäß. Und dann kommt Johannes vorbei, weil Jesus sagt Petrus, wie er sterben wird. Und dann kommt Johannes, der Lieblingsjünger, vorbei und Petrus sagt, ja, und was ist mit ihm? Und Jesus antwortet ihm, was geht dich das an, was ich mit ihm tue? Folge du mir nach. Und ich möchte dir das zusprechen, wenn du heute hier bist und du hast Mühe mit Vergleich. Folge du Jesus nach. Nimm, was er dir gegeben hat. Geh mit dem. Schau nicht nach links, schau nicht nach rechts. Folge Jesus nach. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns hilfst, dass dein Heiliger Geist uns befähigt, ein fokussiertes Leben zu leben, ausgerichtet auf dein Reich, auf deine Ehre, auf deinen Namen hin. Ich danke dir, Vater, dass du das auch übersetzt in jede einzelne Situation. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.